Alle reden, keiner sagt dir jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet mir. Cheers. Ist gut. Willst du Ja. andere? Willst du die Nein, Tasse? ist gut. Ich habe keine Lust auf Diskussionen machen. Cheers. Cheers. Herzlich willkommen. Heute eine Folge auf Hochdeutsch. Nein. Herzlich willkommen. Aber dann müssen wir so sprechen. Dann müssen wir sprechen, wie die Schweizer das tun. Ich kann noch gutes Schriftdeutsch. Das würde ich fühlen, wenn ich so sprechen könnte die ganze Stunde. Wirklich, ja, wirklich. Also, wirklich, ja, wirklich. Nein, wirklich. Aber die Leute können wieso nicht zuhören. Nein. Ich glaube nicht. Nein, Nein. nimm ein bisschen näher. Wallah, nimm näher. Aber dann sieht man mich gar nicht. Doch, oder? man sieht Tiefer? dich. Na, Okay. na klar sieht Okay, man so, dich. So, das ist gut. Herzlich willkommen zu «Jetzt redet mir» mit meiner erfolgreichsten Co-Moderatorin da, mit der Vale. Wir haben super einen plauschigen Tag gehabt, da, wo wir da aufgenommen haben. Und dann haben wir gedacht, ey, machen wir doch nochmal eine. Wir reden die ganze Zeit unkontrolliert. Aktuell ist es immer noch mehr Liebe als Hass. Ich glaube, das bleibt also. Ja, es bleibt jetzt so. Wir sind Ich einfach glaub, das reif ist- Ja, geworden. ja, das ist Oder? jetzt... es hat sich jetzt die Waage hat sich jetzt so... Eingependelt. Ja. Leute haben mich gefragt letztes Mal, Bruder, wieso Hassliebe? Was haben wir für Hass verspürt? Und ich habe so gesagt, ey, wir haben früher diskutiert wegen jedem Scheiß. Wir haben sie ja kurz auch angesprochen beim Podcast, aber erinnerst du dich an eine Diskussion? Welche? An die mit den Jeanshose und Ja, beim Veganismus. Fenster, ja, dass du gesagt hast, weißt du, die Veganer, ich verstehe sie nicht. Eine Jeanshose tut 700 Liter, oder wie viel? Ich weiß es nicht mehr. Dort habe ich es gewusst, 300 bis 700 Liter brauchst du, um eine Jeanshose fertig zu machen. Genau, wegen ich bin der so voll Wäscheorgan. pro-vegan. Also ich bin nicht selber Veganerin gewesen, aber ich bin einfach pro-vegan, weil ich finde gut, was sie machen. Schlussendlich finde ich es gut. Ja, aber du bist schon ein bisschen vegan gewesen. Ein bisschen so Flexitarier. Ja, Flexitarier, genau, Flexitarier ja. bist du gewesen. Und dann haben wir so diskutiert und ich habe gesagt, das ist halt immer so, Leute motzen erst dann, wenn... Also, Leute motzen nicht, wenn sie sich so wohlfühlen in dem, was sie machen. Zum Beispiel, sie verzichten auf Fleisch, weil es fällt ihnen nicht schwer, dann redet jeder, ich verzichte auf Fleisch. Aber die Sachen, wo sie wie nicht drauf schauen, weil Im sie... Hintergrund laufen Genau, eigentlich. wo nicht sie aus ihrer Komfortzone raus müssen, über die redet niemand, oder? Und das ist zum Beispiel so gewesen. Flat Screen, Flachbildschirm. Irgendetwas hat es dort auch, tierische irgendwas drin, Ach so. Substanzen, keine Ahnung, anscheinend. Du müsstest auch auf iPhone verzichten, auf Flachbildschirm, auf jene Sachen. Eigentlich müsstest du irgendwo in Hawaii, weißt du, wenn du irgendwo in Hawaii wohnst, ganz ehrlich, irgendwo deine eigenen Sachen kannst Bauen und so. anbieten. Kannst anbauen und alles, dann ist das viel einfacher als hier in Zürich. Es ist alles so Fast Food. Jetzt geht es ein bisschen schnell, weil irgendwann, wenn du vor 20 Jahren vegan warst, da hast du Reis und Erbsen fressen. Ja, ja. Ja, aber es ist aber immer so ein Hype auch nicht, wo wie kommt und dann ist es jeder auf einmal. Weißt? Es ist so, wir sind mega USA-orientiert, es kommt doch alles von dort, Mann. Und jetzt auch, eben wie du sagst, früher hast du Reis essen, jetzt gibt es Planted Dings. Amigs kaufe ich so und ich denke mir, oh fuck, das ist Planted. Ich tue es weg. Ja, ich tue es weg. Aber es bevor gibt im Fall hure gute Sachen. Amigs, wenn ich jetzt finde, okay, ich habe jetzt wie, ich mache mit einem Araber zusammen, der ist Fleisch, Hauptdings Fleisch und der Rest ist ein bisschen Gemüse und ein bisschen Reis oder so. Kurz, ganz kurz. Ey, Jamil, Bruderherz. Ich entschuldige mich von tiefstem Herzen. Ich kenne den Jamil viel, viel länger als Nina. Einfach, dass das mal klar ist. Der Jamil war schon erst auf der Karte gewesen. Ist das gut? Ist gut. Ist gut. Die es nicht gecheckt haben, müssen es auch nicht checken. Sind Voll. einfach ruhig und schauen weiter. Sorry, ja? Scheiß drauf, man. Jeder soll einfach sein, was er will. Vegan, Veggie, Fleischfresser, Flexitarier. egal. Hauptsache, man sollte ein bisschen aufeinander schauen. Was ich zum Beispiel gar nicht mag, sind einfach Leute, die nur für sich selber schauen. Wie zum Beispiel, ich sage jetzt da keinen Namen, aber die etwas am Boden rühren und sagen, scheiß drauf, der Putzmann muss sowieso putzen. Ich habe gestern meinem Kollegen so hart zusammengeschissen. Macht das Fenster runter. Ja. Und ich hatte so einen Emi Kaffee Latte im Ja. Auto gehabt, und er wollte es wegrühren. Und ich so, was machst du? Und er so, ja, nicht wegrühren. Ich so, Bruder, bist du dumm, Mann? Er so, wieso, was ist? Ich so, wieso rührst du das wie weg, Mann? Das sind erstens mal, wir das Leute putzen. Ja. Zweitens mal, das verdreckt unsere Umwelt. Das ist voll nicht gut Ja. für unsere Umwelt. Nachher,
ja, es wird ja eh aufgeräumt, nur wenn ich es einmal rausrühre. Ich so, wenn jeder so denkt, wenn ich es einmal das ist rausrühre. immer das. Jeder denkt eben immer, ja, hure, nur weil ich es jetzt anders mache, hast du das Gefühl, was ändert dann die Welt? Ja, eigentlich schon, weil es fängt ja bei dir selber an und es geht immer weiter. Wenn jeder so denken, im Positiven sozusagen, nein, im Positiven eben sozusagen, ich mache es jetzt nicht, weil bei mir fängt es an, dass es sich im Positiven kann entwickeln kann, dann würde es sauber sein auf dieser Welt. Und allgemein so viele Probleme hätten wir weniger, aber eben, Fix. Leute verstehen nicht. Und dann hat er gesagt, ich kann es so benennen, Bruder. Ich rühre es runter, damit Leute einen Job haben, um das wir machen. Das wollte ich sagen. Ich gebe ihnen nein, ich habe ich die Personen, ich sage jetzt wirklich nicht wer, aber sagen das auch, das macht mich so hässig. Es ist halt einfach ihre Logik. Du kannst nichts ändern. Es ist ihre Wahrnehmung von dieser Welt. Es ist halt einfach so. Du kannst nichts Oder einfach ändern. eine Ausrede in dem Moment, weil es einfach das einzige, wenn es einen plausiblen Grund würde geben, wäre es das. Krass ist im Fall in Spanien, es wird im Fall alles recycelt. Es ist wirklich so, es hat so Kübel, du hast so Plastik, dann weißt du, so die Milchflaschen, so eine spezielle wie Hartkarton, so Hartplastikkarton, so speziell. Genau, mit so Beschichtung drin. Genau, und so das hat es. Dann hat es Aluminium, es hat nur Papier, es hat Glas, es hat alles, du hast verschiedene Farben. Und ich war wirklich mal so auf einem Bänkchen am Sitzen gewesen, und alle 2 Minuten ist jemand entsorgen gekommen. Was? Bei uns siehst du ab und zu mal, die Hälfte ist daneben. Und bei uns hat es ja grüne Flaschen, rote, braune. Braun und weiß. Hast keinen Bock zum Entsorgen. Dort ist einfach alles Glas, alles Metall. Dann hast du viel eher mal Lust zum Entsorgen, anstatt du laufst 10 Meter auf diese Seite braun, 10 Meter auf diese Seite rot. Hast du wieso schon deinen Sport gemacht? Darum, die Leute haben keinen Bock. Trennst du einfach? Ich trenne alles. Ich trenne Papier, Karton, Plastik ab und zu, Batterien sowieso und Grünabfall. Glas? Ja, das sowieso. Wir haben fast nie alles trennen. Glas und Aluminium tun immer in eins, weil du kannst ja zusammen entsorgen. Plastik und so, eben so PET und das tue ich eins, weil du kannst ja im Coop oder im Migros entsorgen. Und einfach Grünabfall. Ich mache es immer. Und dann kann ich auch fragen, wieso? Aber glaub mir, der Abfall ist in 5 Tagen dann voll. Du musst nicht alle 2 Tage den Scheiß rausbringen. Es ist erstens Umwelt. Ja. Zweitens ist es bitte, ist deutlich kostengünstiger, weil das Zeug kannst du gratis wegrühren. Und nimm mal das Zalando-Paket, mach es mal kaputt und rührst mal in den Mülleimer rein. Ja, bonne chance, Alter. Du kannst jedes Mal so die scheiß Zürichsäcke kaufen. Das sind Arsch. Hey, ich habe meiner Tante gesagt, dass wir für Zürichsäcke eigentlich jetzt sind so 1,60 gezahlt. Sie so, ist was? 1,60 pro. Ja, früher war es ja 2 Franken. Sorry. Alles gut. Und jetzt ist es 1,60. So, was? Das ist ja krank, und eigentlich ist das ja die Logik, dass du eben trennst. Genau. Sie machen das ja extra so teuer, dass du trennst. Ja. Und die Leute checken es trotzdem nicht. Ja, checken es nicht. Danke, ich bin doch kein Geringverdiener. Ich rühre alles in der gleichen Abfall. Wort des Tages. Ey, ich habe das heute oft schon gesagt, gell? Es ist, Wirklich? ja, ich habe, also vorher, da oben ja auch. Ich habe irgendwie, weil ich schnell hochgekommen, ich habe mich schnell aufgeregt. Und das ist so das Wort aktuell. Ich habe das mega, das sagt der Dino auch immer schon, ein gemeinsamer Kollege von uns. Wenn ich einen Ohrwurm habe, ich bekomme das nicht mehr aus dem Kopf. Alles ist das. Alles ist das. Alles. Und heute ist jeder einfach ein Geringverdiener. Dann habe ich einen Kollegen geschrieben, der aktuell nicht schafft. Und ich so, Bro, es sind alles Geringverdiener. Also ich bin der grösste Geringverdiener. Ich so, nein, es geht nicht darum. Es geht um die Energie der Leute. Es geht nicht ums Geld, wirklich. Ja. Hey, nein. Weißt du, können wir auch noch reden? Was? Über unsere Ehrlichkeit. Ja. Hey, die Folge ist wirklich so, wir haben nicht besprochen, random, wir kommen einfach, wir haben es abgemacht. Und dann komm, gehen wir einfach runter, reden wir, scheißegal. Über unsere Ehrlichkeit, ja. Hey, ich würde von mir sagen, ich bin ein mega ehrlicher Mensch. Das kommt mal besser an, mal schlechter. Kommt aber darauf an, welcher Mensch mein Gegenüber ist. Spricht auch Band über den Charakter von einem Menschen, finde ich, wenn du Leute nicht gerne hast, die ehrlich sind. Ja. Gell, ich bin immer ehrlich. Im Nachhinein, mega viele Freundinnen von mir regen sich einmal auf und sagen, du musst schon immer gerade so, weißt, so Sachen sagen und ehrlich. Aber im Nachhinein, Jahre später, komme ich immer das Dankeschön über. Danke, dass du einfach immer ehrlich bist. Du bist die Einzige, die immer mir ehrlich gesagt hat, was zum Beispiel, dass der Typ nicht gut ist, dass ich mehr auf mich selber schauen soll, dass ich das, dass ich jenes. Weil ich bin nicht die, es gibt die Kolleginnen, die sagen,
oh Schatz, ich sehe voll scheiße aus. Nein, Schatz, du siehst voll gut aus, hör auf dir so etwas. So, ist doch egal und so und so. Ich sage, ja, geh doch ins Gym. Ja. Also du siehst ja schon gut aus, aber es hat Verbesserungspotenzial. Ja, du kannst noch mehr rausholen. Anstatt immer motzen über sich selber, motzen über den Job, motzen über den Partner, motzen über die Figur, mach etwas. Verstehst du? Und ich bin jemand, ich kann wieder mal Sozialpädagogik studieren. Genau, hast du gesagt, ja. Ich kann nicht, ich bin zu asozial. Ich kann nicht... Nein, ich bin mega ein sozialer Mensch, ich höre gerne zu. Das Problem ist, du hörst ja diesen Klienten nicht nur einmal zu. Du hörst ihnen das Problem, das sie haben, sie kommen 20 Mal zu dir. Und es ändert sich ja beim 20. Mal auch nicht. Yeah. Und ich bin jemand, wenn jemand zu mir kommt mit dem gleichen Problem, ständig, irgendwann sage ich einfach, hey, hörst du dir eigentlich selber zu? Hörst du dir zu? Ich sage dir 5 Tipps, du machst es nicht und kommst beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder. Und irgendwann sage ich einfach, hey, bitte, geh mit deinen Problemen irgendwo anders hin. Ganz ehrlich. Und das, stell dir vor, ich wäre so zu bad und ich verdiene das. Voll gut. Und dann sage ich, hey, du hast dich nicht geändert, geh irgendwo anders hin. Voll gut. Ich finde es voll gut, sorry. Aber als Job kannst du das nicht bringen. Ein Job ist so, nein, jetzt finden wir eine Lösung für das. Hey, ich sage dir ehrlich, ich arbeite im Gefängnis, du weißt, willst du mich als ehrlicher Mensch betiteln? Mega. Schon, ehrlich und direkt. Es ist eben auch das Direkte. Genau. Es ist so, aber schau, das Schöne ist eigentlich, man kann es verurteilen. Ich bewundere Menschen, es gibt ja mega verschiedene, die einfach ihre Meinung für sich behalten. Und sie sind aber gleich mega lieb. Sie sind lieb, behalten ihre Meinung für sich. Weißt du, wie oft ich probiere, meine Meinung für mich zu behalten? Ich bin wirklich so dort im Raum und sage, bist einfach ruhig, ich fresse, das ist nicht dein Problem, chill. Hey, und dann ist es mehr und dann bin ich nachher sprudelt es aus mir raus, nachher sage ich es in einem aggressiven Ton und ich gar nicht so meine, nachher sind so alle so, musst du es so sagen? Aber es ist wie so, es tut mir leid, manchmal bin ich so lieb und probiere es so mega nett überzubringen. Ich habe mich geändert, also all meine Kolleginnen, ich habe mich geändert, ich habe mich verbessert, dass ich probiere nett überzubringen, weil einmal merke ich sage etwas und die neben mir sagt genau das Gleiche, aber was sie sagt, das stimmt voll, aber was ich sage, stimmt nicht, weil ich sie vielleicht genau an dem Ort treffe. Ich treffe genau an den Punkt, wo sie triggert. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich triggere sie und sie will das nicht wahrhaben. Sie macht gerade zu, die Person. Die Person macht zu. Dann sagt die andere Person eben vielleicht in einem anderen Ton, hey, schau, was meinst du? Und dann denke ich mir, ich müsste vielleicht auch so handeln. Weil es ist ja schon gut, dass man ehrlich ist und direkt, aber muss man schon so ein bisschen schauen, wie man es sagt den Leuten. Ja, was habe ich auch müssen lernen, muss ich ehrlich sagen. So voll in die Fresse bin ich auch nicht mehr. Oder nicht mehr bei Leute, die ich nicht so gut kenne. Und das ist mir auch oft gesagt worden, ich sage mega gemein oder oh Gott, was ich schon an Herzen gebrochen hätte und bla bla bla. Ja, ich finde, es ist die ehrlichste, die schönste Form von einer Freundschaft. Ich sage es immer wieder. So. Was bringt das, wenn ich dir sage, nein, Wally, nein, voll, das ist alles super. Du machst alles richtig, du machst alles super. Ja, du bist Props die Beste, geben. du bist die Coolste und dann bist du so und ich sage mir, oh mein Gott, Wally, wie die heute ausgesehen hat und so. Ja. Was bringt das? Verstehst du, was ich meine? Dann nenn dich nicht meinen Kollegen, nenn dich nicht meine Kollegin. Aber weißt du, wir sind wieder Mann und Frau, gell? Du hängst mit Jungs. Ich habe ein Zeitchen, wirklich, also bevor ich auch den Schamel kennengelernt habe, bin ich ja praktisch nur mit Jungs gehängt. Ich hatte vielleicht 2, 3 gute Freundinnen gehabt. Aber der Grund war auch, ich bin immer mit Männern aufgewachsen und ich bin immer mega direkt, mit ihnen direkt sein, direkt gemein einmal sein sogar. Und sie haben es lustig aufgenommen. Oder sie haben es so da, auf jeden Fall. Männer sind ja immer gesagt so, und eigentlich haben sie ein Broken Heart und so, wie hat sie jetzt das gemeint? Aber weißt, Hauptsache cool da. Aber gegen Ausland haben sie immer cool da. Verstehst du? Und ich bin so aufgewachsen, dass ich immer die Direktheit im Vordergrund behalten habe. Und dann habe ich angefangen mit Mädels hängen und dann bin ich direkt gewesen, und das ist überhaupt nicht gut angekommen. Und dann musste ich mich mega verstellen und ich glaube, dann bin ich wirklich komisch geworden. Habe ich mich zurückgehoben und dann haben sie angefangen über ihre Probleme zu reden und ich nur so, oh mein Gott, was laberst du? Dann habe ich angefangen direkt zu werden, dann haben sie gesagt, bitte schau, du es doch anders sagen und jetzt, es ist schon besser. Aber gleich, es ist wie ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Bei Männern kannst du einfach anders deine Direktheit aussprechen. Ja. Bei einer Frau, es verletzt sie immer gerade direkt. Es ist immer so, gerade so, also wie meinst du das jetzt ganz genau? Ja, sicher. Nein, du siehst ja auch bei Kommentaren von den Kolleginnen unter dem Bild vom Instagram. Oh mein Gott, Schatz, du bist so schön. Oh mein Gott, nein, schau dich an. Boah, wenn ich das gesehen habe, komme ich kotzen. Weißt du, ich habe schon mal Instagram wegen dem gelöscht. Schon? Weil ich aber nicht, ich schreibe ja auch mega vielen, hey,
Bombe. Ja. Ich finde wir Frauen sind so schöne Geschöpfe und ich finde Schönste. wirklich keine Frau hässlich. Ich finde wirklich, jede Frau hat irgendetwas Schönes. Kannst meine Kolleginnen fragen, dann sagen die und die, sage ich, oh, die ist so schön, die ist so schön. Es sind einfach schöne Geschöpfe, Körper, Gesicht, mal mehr, mal weniger. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Und ich schreibe mega oft, eben, wenn jemand schön ist, dann sage ich das auch. Ich will das wirklich mitteilen. Aber was ich einmal gehasst habe, wenn ich die Kommentare voneinander gelesen habe und Leute, die eben sich erst gerade kennengelernt haben, so «Oh mein Gott, Schatz!» und eben sich gerade Schatz nennen. Schatz, Schatz. Schade. Ich finde das so schlimm. Wenn jemand zu mir gerade zum ersten Mal sieht und sagt «Hoi Schatz, hey Schatz!» Ich bin nicht dein Schatz. Ja, wirklich, ich bin nicht dein Schatz. Ich bin... wirklich am Zucker. Ja, ich habe doch einen Namen oder keine Ahnung, wir kennen uns gar nicht. Wie kannst du nachher... Solche Frauen habe ich immer gerade Abstand. So solche Frauen bin ich immer gerade, auch wenn sie vielleicht mega nett sind, ich bin direkt auf Abstand, weil ich denke, das ist für mich keine ehrliche Person. Vielleicht rede ich jetzt irgendeinen Zeichen, aber das ist meine Intuition und ich habe bis jetzt, ausser einmal vor Jahren, noch nie eine schlechte Wahl bei einer Kollegin getroffen. Noch nie. Ich hatte immer gute Freundinnen, bin noch nie hintergangen worden, eben ausser einmal. Aber es war auch so eine random Kollegin, keine, die ich Jahre hatte. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich habe schlechte Erfahrungen mit Freundinnen. Ich habe letztes Mal gesagt, die Person, die da war, sie, die mit ihr befreundet war. Okay. Sie, die umgeschleckt hat mit einem, den ich gerne hatte. Okay. Sie ist die einzige Person, wo ich jetzt sage, aber der Rest könnte ich meine Hände ins Feuer legen, dass sie alles machen würden. Ist das aber eine Ausgeburt von dem, dass du einfach so direkt bist und dass die Leute, die es wie nicht wert sind, schon schneller zurückkrebsen? Nein, erstens mal bin ich auch keine Einfache. Zweitens tue ich nicht jeden in meinen engen Kreis hineinlassen. Das stimmt. Ich tue nicht jeden in meinen engen Kreis. Und ich liebe es, bei Leuten connecten. Alle meine Freundinnen, so meine engen, habe ich alle einzeln kennengelernt. Und jetzt sind wir eine Gruppe. Okay. Und wir sind wie, ich habe sie zusammengetan. Ich würde nie so die Eifersucht haben, hey, was macht ihr ohne mich ab? So, was haben ihr jetzt Kontakt ohne mich? Ich liebe es, dass alle meine Freundinnen es gut miteinander haben. Ich finde das so etwas Schönes. Ich würde nie so die Kollegin von dieser Kollegin fernhalten und die Kollegin von dieser. Ich finde das ein riesen Kindergarten. Oh Gott, ja. Und Frauen sind so kompliziert, wir sind wunderschöne Geschöpfe, aber wir sind auch so kompliziert. Nicht alle, ich will es nicht verallgemeinern. Nein. Aber wirklich gewisse, es ist wie so, mit der musst du so umgehen, mit der musst du so umgehen. Und ich merke einfach mit der Zeit, ich habe gerade voll den Laberflash, mit der Zeit merke ich gerade, als wir mega jung waren, eben haben wir einfach gelebt. Wir sind einfach rum gewesen. Ja, wir sind einfach rum gewesen. Wir haben gelebt, einfach von Tag zu Tag, ohne eben Selbstreflexion und alles. Hey, und jetzt, ich bin jetzt 32 geworden und vor 2 Jahren hat es angefangen, wo plötzlich jede hat angefangen, irgendwelche Probleme zu bekommen. Probleme mit sich selber, Probleme, was will ich im Leben, will ich Kind, will ich kein Kind, ich habe keinen Partner, ich habe nicht den richtigen Partner, ich habe nicht den richtigen Job. Ey, es ist so viel bei ihnen aufgekommen, wo sie nie aufgearbeitet, all die Jahre haben sie das verdrängt. Und es ist wirklich, also letzten Sommer und auch diesen Sommer, ich konnte es einfach nicht mehr hören. Jede immer die gleiche Lare, die gleiche kaputte Platte, was für Probleme sie haben, aber sie ändern es nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, sicher, ja. Sie ändern es nicht. Gewisse haben es geändert, ich bin auch sehr stolz. Vor allem auf jemanden. Ich sage ihr dann im Nachhinein, was ich meine. Dass sie wie zu ihrem Entscheid stehen. Sie denken sich etwas und sagen, okay, ich möchte das jetzt ändern im Leben und dann machen sie Schluss mit dem oder ändern das, besuchen einen neuen Job, machen den nächsten Schritt in der Beziehung oder beenden die Beziehung. Ja, voll, ja. Verstehst du? Aber gewisse bleiben einfach in dem drinnen und sie kommen nicht mehr raus. Und das über Jahre. Weil sie einfach bequem sind. Ja, oder weil sie sich jahrelang ein Lügenkonstrukt aufgebaut haben, dass wenn sie jetzt etwas ändern wollen, dass alles zusammenbricht und von dem haben sie wie... Sie haben Angst. Die meisten Leute haben ja Angst vor Veränderungen. Es ist so krass, Veränderung ist für uns Menschen etwas, es liegt nicht in unserer Natur. Ich sage jetzt aber, es hat mega viel mit Sternzeichen zu tun. Schon. Glaub mir, zum Beispiel ein Stier hat nicht gerne Veränderung. Ey, mein Dad ist Stier und er ist recht... Eben, sie haben immer die gleichen Freunde, immer den gleichen Job, sie sind gerne daheim. Es ist ja so, oder nicht? Sie sind einfach gerne so ein bisschen in ihrem Häuschen.
Mein Vater ist so jemand, mein Bruder zeigt ihm ein Resti. Ja. Und er so, nein, wir gehen nicht an, nein, wir gehen nicht an. Dann bringen wir ihn einmal, dann geht er 1000 Mal. Nur noch nicht alle, ja, Er eben, hat gell? all seine Sie sind Kollegen dort Gewohnheitstiere, angebracht. sie Ja. sind sehr Gewohnheitstiere, Ja. aber es ist ja auch etwas Schönes, aber Ja, wenn es für schöne Sachen sind, aber ich finde, wir Menschen, eben, schau mal, wir sind wie wir heute sind, das ist ja nicht unsere Natur. Das Rumsitzen und Null. einfach nichts machen. Wir sind Nein. ja dafür geboren, zum Jagen, zum Jäger und Sucher, zum irgendetwas aus unserem Leben machen. Ich meine, wo wir gestartet haben, vor Tausenden von Jahren, wo wir heute sind, das kommt nicht von nichts. Das kommt nicht von vor dem Fernsehen hängen. Ja, Und ein bisschen Auto fahren und ein bisschen gamen. Das kommt ja von etwas. Und wir sind für mehr geschaffen. Aber die meisten Leute haben immer das Gefühl, jemand anders macht schon. Ja, weil du zu bequem bist, weil du denkst, eben wie du sagst, jemand anderes macht es schon. Wieso soll ich dann das nicht aus dem Fenster rühren? Es ist genau diese Platte, Und ich finde das mega falsch, extrem. Aber ich finde, das ist jetzt auch ein Hype gerade, so ein bisschen der Selbstreflexion. Aber Habe es ich ist ja- ein bisschen das Gefühl, also es ist gut, es ist ein guter Hype, aber... Es ist ja ein Hype, aber du weißt, dass das im Koran in der Bibel auch steht. Hey, ich bin nur religiös im Fall. Ich was bin sagst du? auch, also ich kenne mich nicht mit Religion wirklich mega fest aus. Aber wenn du, gib mal in Google nachher ein, Manifestation, Bibel oder Koran. Es steht ja, tun um das bitten und tun es empfangen, als hättest du das schon. Empfang das, als hättest du das schon. Okay. Das ist alles Manifestation. Vielleicht erzähle ich jetzt einen Seich, weil mit der Bibel kenne ich mich gar nicht aus. Aber es ist wirklich alles, was im Koran für mich sind einfach Mohammed und Jesus einfach schon die grössten Manifestations-Motherfuckers gewesen, die es gibt. Es ist ja so, die haben Manifestation erfunden. Sie sind schon immer so gewesen, bitte um etwas, als hättest du es schon und du bekommst es. Oder es gibt Leute, die schlecht im Herzen sind und es gibt Leute, die gut im Herzen sind. Und das ist auch das Gleiche wie das, was du in den Wald rausrufst, so kommt es auch zurück. Es sind alles mega viele so Parallelen. Weil ich heutzutage, sie haben wie gemerkt, wahrscheinlich die Leute, okay, Religion kommt nicht mehr an. Wirklich bei der modernen Welt, das kommt nicht mehr gut an. Wenn du in die Kirche reingehst, es ist leer. Moscheen sind zwar immer noch voll und alles, am Freitagsgebet, aber Gehst du in die Moschee? mein Freund geht oft in die Moschee. Ja, Und nein, ich gehe nicht in die Moschee. okay. Aber auch meine Kolleginnen, die Muslime sind, wenn sie in die Moschee gehen, es hat immer Leute dort, wenn du am Sonntag in die Kirche gehst. Ja, ausser da Ich kenne mich null da aus. jetzt im Kreis 4, wo es viele Portugiesen, Spanier und so haben, die gehen ja noch eher, aber Schweizer? Nein. Nein, wir sind ja eher... Zürich zum Beispiel ist ja reformiert. Das ist ja noch weniger, das ist so... Ich bin reformiert gewesen, weißt du, ich bin getauft worden, reformiert. Okay. Und sie haben wie gemerkt, wahrscheinlich, Religion kommt einfach nicht mehr an bei den Jungen. Komm, jetzt machen wir eine Manifestation, wenn wir das so taufen. Okay, du denkst, die Selbstreflexion ist eine Ausgeburt von dem? Ja, glaub mir. Du Sicher? googlen. Ja. Selbst, du musst dich selber reflektieren. Nur schon beten. Zum Beispiel mein Freund, ich sage ihm mega oft, weil ich merke, zum Beispiel Meditieren kommt bei ihm nicht an. Es ist wirklich etwas, ich weiss, es würde ihm gut tun, aber es kommt nicht an. Und dann hat er wieder gesagt, du lieber beten, 5-mal am Tag. Das ist auch Meditation. Er betet ja. okay. Nicht immer, er betet auch, aber es hat Zeit, wo er viel betet hat, mal weniger. Aber als er betet, habe ich gemerkt, es tut ihm mega gut, weil es ist eine Zeit, die du für dich hast. Du betest eigentlich zu Gott und du bist voll bei dir. Und ich habe gemerkt, das tut ihm mega gut. Ich meine, die tun 5-mal am Tag tun sie wie am Tag. 5-mal am Tag tun sie wie... Im Training der Regulatur. 5-mal am Tag tun sie wie meditieren eigentlich. Sie kommen voll zu sich, sie beten, sie sind voll bei sich, sie sind in einer Ruhe inne. Weißt du, was ich meine? Ja, fix. Das ist voll etwas Schönes eigentlich. Ich kann auch ins Kirche, jeden Sonntag am 11. Lüge. Ruckus. Nein. Das ist bei uns. Ja, Das ist wie Kirche. Wir gehen total. dort an, schlägeln. Also du meinst, es ist wie Sekten eigentlich. Es ist wie eine Sekte. Wir sind eine fucking Sekte. Wir gehen dort an, schlägeln, halten uns auf den Grind und dann gehen wir voll erleichtert wieder Voll raus. entspannt, alles Voll. das tut dir gut. Ja. Das ist wie Gottesdienst. für Eben, uns. schlussendlich, es muss jeder seinen eigenen Weg finden. Eben, zum Beispiel, ich wäre, weisst wie gern voll die Yoga-Tante. Ich wäre so gerne die meditieren und Yoga machen, aber ich bin es nicht. Der 5 AM Club, 5 Uhr morgens aufstehen, dein Tagebuch schreiben. Da, schon. Ich wäre gerne so, aber ich bin es nicht. Aber wieso wärst du gerne etwas und kannst es nicht sein? Weil ich weiss, es würde mir gut tun. Ich weiss, es würde mir gut tun, wenn ich am Morgen... Aber ich habe es mal gemacht, ich bin morgen aufgestanden. Was habe ich gemacht? Ich
ich habe am Spiegel oben, ich habe so Zähne geputzt und habe am Spiegel Affirmationen. Es geht mir gut, ich habe eine glückliche Familie, ich habe gesund. Weißt, so habe ich 12 Affirmationen gehabt. Das habe ich gemacht, dann bin ich in die Küche gegangen, habe mir Wasser oder einen Tee einfach zum Trinken gegeben, kann man sagen, zum Trinken gegeben. Kann man zum Trinken geben. Und weißt, kein Kaffee, sondern wirklich Tee oder Wasser habe ich mir dann gemacht. Und bin angesessen, habe ein Journal geschrieben, was ich heute so gerne, was meine Pläne sind, was ich vom Tag erwarte. Und dann 15 Minuten gelesen. Es ist mir so gut, aber ich habe es eine Woche durchgezogen und nachher ist wieder so, dann vergisst du es 1, 2, 3 Tage. Es ist wie ins Training gehen. Ja. Es ist eigentlich etwas, du musst wie dein Hirn ein bisschen neu programmieren und dann machst du es ja. Wenn du einmal das Training auslässt und zweimal und dreimal, dann kannst du mega lange nicht mehr. Ja, ja. Aber meine Frage ist, wenn du weißt, es tut dir gut oder du willst so sein, was hindert dich denn daran, das auch durchzuziehen? Faulheit. Fix Faulheit. Also ich bin zu faul. Ich kann jetzt noch sagen, ich habe noch 2 Kinder. Ja. Wo ich am Morgen, ist es wie auch noch meine Ausrede, ich habe wie 2 Kinder. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich wollte um 6:30 aufstehen zum Beispiel und das machen. Aber dann ist mein Sohn schon um 6:45 wach oder 6:20. Dann habe ich gerade mal die Hälfte geschafft. Am nächsten Tag wieder so, nachher schießt es mich schon an. Ja. Dann sage ich, hey, schau, weißt du was, lassen wir es. Dann müsste ich schon um 6 Uhr aufstehen. Und dann ist wie so, die Überwindung am 6 ist schon früh. Ja. Ich bin am Stillen in der Nacht und. Es ist schon viel. Weißt, vielleicht kann ich es wieder mal machen. Aber es ist wirklich einfach Faulheit eben von der Menschheit und von mir jetzt auf jeden Fall persönlich. Faulheit. Ich weiss eben mega viele Sachen, du weißt, es würde dir gut tun. Wie gut essen, ins Gym gehen, Bewegung, nur schon Bewegung. Am Morgen irgendwo anlaufen, anstatt das Auto einsteigen, aber du machst es nicht. Nicht, weil du das für Hokuspokus haltest, sondern eben Faulheit. Es ist ja Faulheit, es ist Trägheit. Ist das nicht eine Todsünde? Kommst du es mir mit denen, ich bin wieder Michael, ich kenne das nicht. Das Zähgebot. Das Zähgebot, eben noch schlechter. Nein, aber ich habe ist Trägheit? Trägheit, habe ich gedacht. Keine Ahnung, ist scheißegal. Aber ja, ich gehe auch immer wieder rein in dem. Mir geht es mega gut, ich bin voll fit, ich habe voll abgenommen, Training, dies, das. Dann gehe ich in den Ausgang, weil es mir so gut geht. Dann stehe ich am Morgen auf, denke mir, komm, heute kann ich mal nicht ins Gym. Aber du solltest vielleicht gar nicht ins Gym gehen. Nein. Anscheinend, man sagt, ja, du solltest alles rausschwitzen, aber du solltest eigentlich nicht, du solltest eigentlich einfach deinen Körper, wenn du Alkohol getrunken hast, kann sich auf nichts anderes konzentrieren, als deinen Körper zu entgiften. Und wenn du dann noch ins Gym gehst, dein Körper ist komplett überfordert. Komplett. Okay. Du müsstest eigentlich an diesem Tag dir eigentlich etwas Gutes tun, Bewegung. Einfach ein bisschen bewegen. Ein bisschen laufen gehen, gute Sachen zu dir am nächsten Tag. Was machst du? Bestellst dir eine Pizza oder gehst einen Burger essen? Du machst eigentlich alles, was schlecht ist. Du hängst auf dem Sofa oder eben gehst ins Extreme, gehst ins Training. Eigentlich solltest du einfach am Morgen aufstehen, dein Magnesium trinken oder Elektrolyte, irgendwas, ein Getränk und ein bisschen bewegen, ein bisschen in die frische Luft gehen und dir etwas Gutes tun, so ein bisschen Retreat-mässig, so ein bisschen chillen. Und nicht eben das Extreme und auch nicht Couch-Potato. Also jeden Morgen am Aufstehen das machen, was du Lust hast. Jeden Morgen beim Aufstehen. So genau. Okay. Ja, aber ich verwünsche mich dann nicht. Weißt, dann gehe ich nicht ins Training einmal und dann denke ich mir, komm, ich chill so ein bisschen, dann eben, wie du sagst, bestellst du eine Pizza. Und schon war es. Aber nein, das schon bist du im Teufelskreis. Das Problem ist, du darfst das eben nicht, es ist wieder Ansichtssache, du darfst das nicht als Teufelskreis sehen, du musst das als Gönnen sehen. Du hast dir jetzt einfach gönnt. Ja, aber egal, was ich das jetzt, in dem Moment denke ich mir schon gönnen, aber dann ist so, dann gehe ich aus meiner Routine raus und dann habe ich immer mehr Mühe ins Training zu gehen, dann gehe ich 2 Tage nicht, 3 Tage nicht und dann bin ich in so einer Abwärtsspirale. Ich spüre das dann erst, wenn ich mittendrin bin. Ja. Und mit dem habe ich hohe Mühe. Also ich kämpfe immer wieder dagegen. Du könntest eigentlich, es gibt so viele Sachen, die du könntest machen. Du könntest irgendeinem Kollegen von dir zum Beispiel sagen, wenn du siehst, dass das mir passiert, tu mich wachrütteln. Zum Beispiel das wäre nur mal ein Tipp, weißt, dass du irgendjemandem sagst, hey, schau, wenn du siehst, ich komme 2, 3 Mal ins Training, hol mich ab. Hol mich ab und nimm mich ins Training mit. Oder eben zum Beispiel, sag dir einfach, hey, schau, das ist jetzt gerade nur eine Phase. Es ist voll okay, dass ich jetzt 2, 3, 4, 5, 6 Mal ins Training gegangen bin. Ich habe meinem Körper eine Auszeit gegönnt. Das ist das Gute, ich habe meinem Körper eine Auszeit gegönnt. Die Auszeit ist jetzt okay, jetzt mache ich weiter. Erzähl das mal meinem Trainer.
Aber weißt du, was ich meine? Nur Nein, wenn das passiert, nicht. du sollst dir nie ein schlechtes Gewissen machen. Ich meine, ich bin jemand, das haben mir gerade gestern mein Freund gesagt, hör auf, dir immer Gedanken machen, dich aufregen ab Sachen, die schon passiert sind. Gut hat er geredet, ist Ja, so, wirklich. Du kannst ja nicht ändern. Genau, weil ich bin so ich bin unerträglich, wenn ich so bin. Ich bin wirklich unerträglich. Dann bin ich richtig so, dann schreibe ich ihm, weißt du, und dann das schießt mich noch, und dann bin ich noch so, und er ist wirklich einfach nur so, ey, bitte, Alter, Mann, ich soll dich einfach blockieren. Ich wirklich ich bin richtig käsig, bis ich dann merke, okay, ich hatte voll recht. Aber das Beispiel gestern war, ich wollte mega früh in die Stadt gehen. Ich war in Barca und ich hatte kein Kleid für eine Hochzeit. Und ich wollte mega früh in die Stadt gehen. Und weil ich wusste, ich habe kein Kleid. Und ich habe aber auch gewusst, dass mein Sohn am 1 von der Kita abgeholt muss werden und nachher muss mein Freund am Nachmittag noch Sachen erledigen. Das heisst, ich hätte eigentlich von 8 bis 1 Zeit gehabt. Aber dann sind gewisse Sachen passiert am Morgen, ich habe gewartet und dann ist die Person doch nicht mitgekommen und alles. Und am Schluss bin ich um 10:30 aus dem Haus. Anstatt um 8 Uhr am Morgen. Okay. Und ich habe nachher nur noch Schon voll gestresst ja, bist du. ich habe nur noch 3 Stunden Zeit gehabt und ich musste noch auf Barca, geht noch 40 Minuten. Weißt du, auf Barca noch selber 40 Minuten. Die Stadt ist riesig, du kannst nicht da ein bisschen Zara, H&M und alles so Ich bin noch gehen. nie gewesen. Es ist einfach riesig. Und ich habe wie so einen Stress immer rein gehabt, dass ich jetzt den Stress habe, dass ich am Nachmittag wieder zu Hause sein muss, dass ich dann richtig genervt bin und ich habe alles mit meinem Freund rauslassen. Und er irgendwann mir gesagt, häng mal dein Leben, chill. Und dann habe ich ihm gesagt, habe ich ihm erklärt, ich bin nur so gestresst, weil ich das Gefühl habe, ich muss zu Hause sein, weil du nachher weg musst. Also nimm dir die Zeit von der Welt, ich regle das. Und dann hat er mir wieder den Stress genommen und dann bin ich wieder oben runtergekommen. Aber in dem Moment, ich bin so unerträglich, aber ich weiss es. Ich weiss es auch. Ja. Aber ich habe wie so eine, nicht eine Wut, ich habe wie so eine Hitze in meinem Kopf, wo ich nicht oben runterkomme. Und ich bin dann so, richtig, ich bin so am Sticheln und ich bin dann richtig gemein. Ich bin dann waschig gemein im Fall. Schon. Ja, ich bin richtig gemein dann. Und ich diss dich kaputt. Ich glaube, das ist der Grund, wieso die Hassliebe entstanden ist. Weil ich bin auch so, wie ich habe dir vorher auch erzählt, dass ich gestresst habe am Wochenende oder gestern. Und weil ich weiss, es ist falsch, aber ich bin dann so mega aggro. Also ich will niemand etwas angreifen oder irgendwie beleidigen, aber ich bin, also beleidigen schon, aber ich bin dann so so hässig und ich merke es. Es ist giftig, es ist giftig. Es ist so richtig toxisch und ich merke so, mein Kollege will mich so abholen und ich denke mir so, er kann sagen, was er will, er schafft sowieso nicht. Du willst dich einfach auskotzen. Und ich brauche das aber auch. So, weißt, lass mich schnell. Lass mich. Ich hasse, wenn dann Leute kommen und sagen, Bro, chill einfach. So schlimm ist es doch gar nicht. Ich will schwing schnell mit mir Mitbrüdern. Sag mir schnell, ja, die scheiß Futze, man, fick ihre Mutter. Was hat sie das Gefühl? Und dann kannst du kommen mit, aber scheiße, das ist gar nicht wert. Was regst du dich eigentlich auf? Aber lass mich kurz einmal explodieren. Ich brauche das für mich persönlich. Es ist, jeder Mensch ist anders, aber und dort merke ich auch dann, dass ich hure gemein sein kann. Und wenn du mich im falschen Moment verwünschst. Das Problem ist, es ist nicht einmal gemein, dass du andere Leute mit dem voll die Stimmung versaust, sondern auch, du bist dir selber gegenüber gerade so giftig gewesen. Das hasse ich. Ich habe das Gefühl nachher nicht gern, dass ich denke, ich habe voll versagt. Ich bin eigentlich mega ein positiver Mensch. Ich bin immer mega positiv, alles ist gut. Aber es gibt Tage wie morgen, wir haben fast den Flug verpasst. Ich bin so, wir verpasst den Flug, nur wegen dem und dem und dem und dem. Und dann bin ich auch wieder so, ey, lass dich, ich kann dir einfach nicht zulassen, schau in die andere Richtung. Ist mal ruhig. Wirklich, ich bin wirklich so, der ist wirklich so voll gechillt, bis dass er mal hässig wird. Es braucht hure viel. Was für Verständnis? Fisch. Was? Fischli. Und ich bin eben Loi. Weißt du, du merkst es voll, er ist voll das Gegenteil. Ich friss den Fisch. Ja, ich friss ihn fast und ich muss schauen, dass ich ihn nicht friss, weil er ist immer so wirklich, hey, chill dein Leben. Aber zum Glück ist es so, hätte ich noch einen Partner, der auch so ist, der dann ausrastet, ciao, also wir würden schlägeln. Weißt du, jeden Morgen gibt es Schlägerei. Jeden Morgen beim Aufstehen gibt es ja, Schlägerei. Wirklich. Nein, aber eben, jeder ist anders. Es gibt ja auch die Leute, die ich aber gar nicht bewundere, wirklich gar nicht, fast schon Mitleid haben, sind Leute, die alles mit sich selber ausmachen. Ja. Hey, das finde ich so krass, wenn wirklich, sie haben Probleme, du siehst ihren, ich habe mega gut gesehen, also ich bin noch nie, ausser eben das eine Mal, das ist nicht mal schlimm, ich bin noch nie in meinem Leben enttäuscht worden, weder von Freundinnen, noch von
Partner, ich habe noch nie einen Typ gehört, ich jetzt sagen, oh mein Gott, ich hätte es nie gedacht von ihm. Ich habe immer gewusst, auf was ich mich einlasse. Ja, ja. Und Ich habe gute Menschenkenntnis, das genau. würde ich auch von mir behaupten. Und ich kann Gesichter so gut lesen. Und ich sehe, wenn es jemandem wirklich nicht gut geht. Und die Person ist dann so am Lächeln, es ist alles gut. Nein, red doch kurz darüber, nein, ich will nicht darüber reden. Kannst du sagen, nein, ich will nicht darüber reden. Aber sie reden dann wirklich mit niemandem darüber. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich denke mir, red doch, tu dich schnell auskotzen, auch wenn es, musst nicht mir gegenüber, aber irgendjemand kotzt dich rasch aus, red rasch drüber. Die Person muss dir nicht mal antworten, aber red rasch drüber, dann hast du es draussen und dann geht es dir vielleicht wieder besser. Aber die Person, die schleift einen riesen Rattenschwanz hinter sich her und es wird immer schlimmer und schlimmer, sperren sich die Heime ein, tun sich tagelang nicht melden, Selbstmitleid, fangen an ihre Chips essen. Das verstehe ich nicht, ich verstehe das nicht. Sie können, weißt, wenn du dich nicht selber aus dem Loch rausholen kannst, dann hol dir Hilfe. Entweder hast du professionelle Hilfe, ich gehe immer zum Psychologen, ohne Spaß. Ich kann mal schauen, ja, ich habe gedacht, ich schaue mal, was er mir so sagt. Weißt du, was ich meine? Weil von deinen Freundinnen hast du immer Props. Immer, nein, Schatz, es ist alles gut. Ein Psychologe sagt dir, nein, es ist gar nicht gut, was du machst. Weil meine Freundinnen sind meistens nicht, sind schon ehrlich, aber eben nicht so ehrlich wie ich. Ja. Außer meine beste Kollegin, sie ist, Maschallah, du bist die Beste. Sie ist Alina, sie ist wirklich so, bei ihr weisst du auch immer, woran du bist. Sie ist dir so ehrlich into your face, English. Ich sage jetzt nicht dazu, ich sage jetzt gar nicht dazu. Es ist wirklich so straight. Okay, es wird immer schlimmer. Es ist wirklich geradeaus ins Gesicht, zeigt sie dir, was sie von dir halten, aber ich liebe es. For real? For real. Okay, for real. Literally for real. Okay. Obviously, okay. Wirklich, und das finde ich so schön bei ihr, aber das Klasse ist bei ihr, es kommt einfach lustig an. Sie ist die Geilste. Sie ist wirklich so bei ihr, wenn ich etwas sage, es kommt eben anders rüber, als wenn sie etwas sagt. Sie ist einfach so, die ist scheißegal. Ihr ist wirklich alles egal. Okay, und was ist dein Verständnis? Vage. Vage? Okay. Voll. Du glaubst voll an das, Ich glaube voll an das. Glaub mir, ich habe wirklich... Ich bin Psycho, was Sachen noch geht. Amix, wenn ich ohne Scheiß, wenn ich Stars sehe, dass sie schon lange zusammen sind. Nur um es mir selber beweisen, schaue ich, was für Sternzeichen sie sind und ich schwöre es dir zu 100%, nicht nur zu 80%, zu 100% sind es immer 2 Sternzeichen, die hart matchen. Und wenn ich sehe, ja, haben sich getrennt, riesen Rosenkrieg, bla bla, sind es immer so irgendwie Leu und Stier gewesen, oder irgendwie so Sachen, weißt du, die sich einfach nicht matcht. Also Leu und Stier passt nicht? Nein, passt nicht. Es passt nicht. Da lege ich mein Veto im. Nein, das stimmt nicht. Deine Mutter ist Leu und dein Vater ist Stier. Stier, ja. Und das ist, sie passen next Krass. Level zusammen. Krass. Aber erzähl mal, wie ist das mit dem Aszendent? Ich check das nicht. Oder Mond gibt es auch noch? Gibt es noch Sonnenzeichen? Oder gibt's das Sonne nicht? ist Sternzeichen. Ah, okay. Sonne ist Sternzeichen. Dann gibt's, oder ist das ich der weiss Stern? nur Aszendent und Mondzeichen. Ja, also ja, eigentlich... vielleicht Sternzeichen ist das Stern. Das heisst ja Sternzeichen, ja. Also ich weiss nur, dass Sternzeichen ist eigentlich das, wo du geboren bist, sozusagen, in diesem Monat. Das Aszendent ist das, wie du auf andere Menschen wirkst. Wenn du in den Raum hineinlaufst, so, oh, das ist voll der Leu, oder oh, das ist ein Weiter, der ist ein bisschen, oder hat eine gute Aura, nicht so eine gute... Es kommt immer darauf an. Das ist Aszendent. Weil ich habe gehört, Aszendent ist so, das entwickelt sich mit der Zeit. Mit der Zeit, genau. So ab 30 sagt man, bist du eher wie dein Aszendent als wie Genau, aber Sternzeichen. gleich ist das, wie du wirkst auf andere Leute. Okay. Und der Mond ist deine Gefühlswelt. Deine Emotionen, wie du bist. Wie du denkst. Okay. Das ist eigentlich der Mond, sozusagen. Darum man sagt ja, Skorpion und Krebs sind 2 sehr extrem fühlende Zeichen, also vom Tierkreis. Und wenn du in dem der Mond bist, hast du verloren. Weil es ist extrem, du hast extreme Gefühle, du bist alles so im Extrem. Ja, du findest etwas extrem schlecht, etwas extrem gut, so manisch-depressiv, fast schon, ja, voll so. Es ist mega extrem. Und ich finde eben schon, glaub mir, also ich habe zum Beispiel keine Kollegin, die ein Stier ist. Keine einzige Kollegin ist ein Stier. Meine Freundinnen sind alle Leu, Zwilling, Krebs, Waage und Schütz. Okay. Aber du hast letztes Mal gesagt, du hasst es wieder mal, aber eigentlich ist das ja nicht so wirklich ein Hass. Ich hasse sie nicht, aber ich glaube, weißt, mein Bruder ist ein Widder. Ich hasse sie nicht, ich hasse dich nicht, wenn du das denkst. Aber ich habe sehr oft Differenzen vielleicht auch mit ihm gehabt. Und ich finde einfach wieder Männer, mit allen, die ich bis jetzt zu tun hatte, sie sind sehr präsent und sehr immer das Competition.
weißt du, so, ich bin der besser und sie müssen sich immer beweisen und das ist einfach so... Sag mal eine Situation, wo ich so war. Immer? Nein, aber weißt du, was ich meine? Es ist so wie, comparative. du bist schon, doch, Ja, du willst, sicher ja, bin du ich's. bist so, Sicher. du siehst, jemand macht 2 Punkte, du willst 3 machen. Weißt du, was ich meine? Ja, Es ist, nicht, es ist keine schlechte Eigenschaft, aber sie sind sehr, sehr oft auch auf Streit aus, also Männer wie Frauen. Aber ich finde, mit Frauen habe ich kein Problem damit. Mit Männern, sie tun mir einfach ich brauche schon mega viel Raum. Und sie brauchen auch mega viel Raum. Es ist wie so 2 Ballone in einem Raum, die sich zu fest berühren. Der Raum verstehst du? passt nicht zu Genau, den 2 es Ballonen. passt nicht. Ja. Obwohl man eigentlich sagt, Loi passt voll zu Widder und zu Schütz. Schon? Sagt man, ja, aber es sind alles 3 Feuerzeichen. Du hast ja immer alle 4 Monate, nein, alle 3 Monate ändert, das ist ja 4 Elemente. Genau. Und alle 3 Monate ändert sich das Element. Darum Schütz, also Widder, Loi und Schütz sind Feuer. Ja. Dann April, Juli, Dezember. kannst du mir nicht so sagen, weil im Dezember ist auch noch der Steinbock und im Okay. Juli ist auch noch der Krebs. Okay. Du kannst es wie nicht so sagen, aber einfach Ja. alle 3 Monate, also jedes 3. Sternzeichen ändert sich das wieder. Okay. Und zum Beispiel Luft passt nicht mit Feuer. Nein, doch, Luft passt mit Feuer, weil es tut sie aufwirbeln. Okay. Glaub. Oder Wait a minute. Wasser passt zum Beispiel nicht Who mit are you? Feuer, wie es tut es erlöschen. Zum Beispiel so. Ich muss es jetzt Also, sagen. ich kenne mich voll aus, aber ich kenne Voll, mich gar voll, nicht keine aus. Ahnung. Ich habe mal eine datet, die Schütz war. Ich habe es im Nachhinein erfahren, also ein paar Mal. Und dann habe ich so gedacht, so, mit diesen Frauen habe ich mich recht verstanden. Ich habe recht einen Eben. Vibe gehabt mit denen. Schau, es ist im Fall, sorry, dass ich noch reinrede, Alles gut. was ich finde mit Das ist mir Sternzeichen, du kannst alles, du kannst wie auf, also ich habe für mich selber jetzt herausgefunden, mein Freund und ich sind das beste Beispiel. Er ist ein Fisch und ich bin ein Loi. Wir kommen sehr gut miteinander aus, wir viben, wir haben nicht den gleichen Humor, aber wir haben den Humor, den wir voneinander verstehen. Wir haben es super, aber wenn wir streiten, wir haben nicht die gleiche Ansicht von dieser Welt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Die Situation schaut er ganz anders an als ich. Ja, er gewichtet es anders. Genau, so, genau, ja. weil er ist ein Fisch. Für ihn hat etwas Priorität, die bei mir gar keine Priorität hat und umgekehrt. Wenn ich mit meiner besten Freundin mal, wir sind jetzt seit fast 20 Jahren befreundet und wir haben praktisch noch nie Diskussionen gehabt, aber wenn, dann kann sie mir ihre Situation schildern und ich verstehe sie. Weißt du, was ich meine? Und genau das Gleiche wie beim Schütz, wenn die Person mir sagt, schau, so und so ist es, auch wenn ich nicht einverstanden bin mit dem, verstehe ich die Emotionen von dieser Person. Ich sage Okay. nicht, dass ich, wenn ich jemanden höre, oder wenn ich mit jemandem im Raum bin und er ist voll unsympathisch, er ist ein Stier. Nein, es ist eher, wenn wir mal streiten, dann merke ich, Dann wir merkst verstehen du uns es. nicht. Es Okay. ist nicht, wir haben das gleiche Sprachrohr. Ja, ja. Das ist es eher, weißt du, was ich meine? Okay, Das ja. Sprachrohr ist nicht gleich. Und mega oft, mein Freund und ich sind so, hey, weißt du was, lassen wir es einfach. Es ist wie so, amigs vergrüllen wir und sagen wir, hey, verstehst du mich nicht? Oder ich verstehe ihn nicht, dann lassen wir es einfach bleiben. Anstatt das ausdiskutieren, es geht nicht. Du kannst mit jemandem, der nicht das gleiche Sprachrohr hat wie du, nicht etwas ausdiskutieren, weil es geht einfach nicht. Und das ist für mich der Tod, ich sage dir ehrlich. Für mich persönlich ist das der Tod, weil ich kann etwas nicht unabgeschlossen lassen. Das Ich ist auch eine nicht, ich auch Krankheit nicht. von Das ist mir. auch- das ist aber- das ist aber unser Sternzeichen können wir es im Leben. einfach gut haben? Nein, nein, so, nein, ich kann das nein, nicht. nein. Ich kann das nicht. Ich hatte eine Ex-Freundin gehabt und sie schaut den Podcast. Sie war Krebs. Immer noch. Sie ist immer noch Krebs. Und sie hat ab und zu Mega gesagt gutes so, Sternzeichen. ja, super emotional. Super, wie alt ist sie? So wie alt wie ich. 30. 30. Ich habe gemerkt, Krebse so um die 30 herum haben voll Mental Breakdown im Fall. Schon? Ja. Das Weil sie weiß ich immer- jetzt nicht. Weil Krebse sind immer so Leute, sie wollen es immer allen recht machen. Sie machen es immer allen recht, immer alles, hey, alles easy, alles easy, alles easy. Und irgendwann um die 30 herum haben sie wirklich so die Reflexionsphase, wo sie merken, hey, voll nicht im Fall. Ich habe mich voll vergessen all die letzten Jahre. Und dann, also ich habe wirklich viele Freundinnen, also alle meine Kolleginnen, praktisch ausnahmslos haben einen Krebs in sich inne. Egal ob es Sternzeichen, Aszendent oder Mond ist. Okay. Ohne Witz. Und fast alle haben irgendeinen Klacks da oben gehabt in den letzten Jahren mit irgendeinem Problem, wo sie mittlerweile haben können klären, mittlerweile aber auch nicht, sind nur gleich geblieben. Aber ich habe wirklich gemerkt, Krebs haben wirklich das Problem, dass sie zu lang, zu nett, zu sozial waren und irgendwann ist einfach so ein Cut. Okay. Ich habe die Erfahrung jetzt nicht gemacht.
Ich sicher Stier im Ostendant. Nein, weißt du? Nein, es ist eine super Frau. Ich habe 3 Ex-Freundinnen und ich will nie irgendetwas Schlechtes über... Also, Was vielleicht super habe ich ist. das in der Vergangenheit gemacht, wo ich hässlich oder verletzt war, das kann sicher sein, aber das sind alles super Menschen gewesen. Schütz, Krebs, wieder. Krass. Krass. Ich verstehe sowieso nicht, wenn jemand schlecht über seinen Ex oder seine Ex redet. Also weißt du, so, ich meine, wenn nichts passiert, wenn es einfach Beziehung beendet ist, ausser du hast einander betrogen oder die Person hat dich Unrecht komplett da, so ja, etwas, voll. Aber wenn du ja. einfach, es ist vorbei, ich verstehe auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel ich einen Partner habe und die Person hat eine Ex-Freundin, ich hasse sie. Ich hasse sie. Wieso hasst du sie? Weißt du, wie oft höre ich das? Ich hasse sie. Warum? Was hat sie dir gemacht? Findest du den Typ brutal? Ist er ein geiler Sieg? Ja. Also bist du froh, dass er so eine Ex-Freundin hatte. Wäre sie eine dumme Kuh gewesen, hätte er jetzt irgendeinen psychischen Klacks, weißt, es kann ja sein, ich würde jetzt sagen, ich hasse seine Ex-Freundin, wenn sie eine ist, die ihn komplett von A bis Z betrogen hat und er wegen dem kein Vertrauen zu mir hat. Weißt du, was ich meine? Ja, sowieso. Das aber ist schon was sonst anderes. ist Ja. wie so, es ist doch schön, wenn dein Partner kann, also deine Partner oder dein Partner kann sagen, hey, schau, mein Ex, es einfach nicht mehr funktioniert, aber wenn wir uns auf der Straße sehen, wir sagen uns immer noch Hoi. Es ist kein böses Blut. Ja, sowieso. Nein, ich finde das auch. Eben, wenn du mitten im Gefühlschaos bist, dann kann das sein, dass du nicht... Heute haben wir ein anderes Getränk. Sicher schon rot im Gesicht. Dann kann das sein, weißt, dass du hässig bist und so reagierst, dies und das. Ja, gerne. Aber ich muss sagen, ich habe all meine Ex-Freundinnen gerne. Also ich kann das nicht. Ich kann nicht so, ich hasse die, voll die Bad Vibes. Bitch oder keine Ahnung was. Ich gönne allen. Sollen alle super glücklich sein. Also wirklich. Aber du bist einer von den wenigen, glaub mir. Ich kenne so viele, die wirklich so schlecht über... Das sagt über aber die- mehr über die aus als ja, über die sowieso, Ex. Ne? sowieso. Aber ich denke mir dann so, was hat die Person dir so Schlechtes gemacht, dass du wie... Ist der helfen? Mutter-Vibes, so wie eine Kicker. So Keine etwas früher Ahnung, auf nicht jeden gewesen. Fall so nicht. Hey, das ist im Fall auch so etwas. Letztes Mal hat mir ein Kollege, ich bin ja wirklich eine freche Person, also die mich Ja. kennen, vor allem von früher, ich bin so frech. Maximal gewesen. frech. Maximal frech, wirklich. Das habe ich aber gerne an dir. Ich muss bin ehrlich aber- sagen, das ist eine Charaktereigenschaft, die ich bei dir auf die positive Seite tun will. Aber ja, sorry Wirklich? fürs Drehen. Ja, ich Geil, habe gerne danke. freche Leute. Schon gerne. Freche Leute. Freche Leute. Ich habe Nein, aber gerne zum Beispiel, freche. ich bin mega frech immer gewesen und ich weiss nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah doch. Gsuar. Chin, Sagt chin. man bei uns in Albanien. Los von da unten. Nein, ich bin kein Albaner. Wenn du mich bei Rasse willst nennen. Also, Mhm. genau, ein Kollege hat mir letztes Mal auf Insta hat er mir ein Foto geschickt von einem, den ich von früher kenne. Eine Freundin von mir hat mal etwas mit ihm zu tun gehabt, mit ihm zusammen gewesen, glaube ich, oder keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, ey, kennst du den? Und ich bin die schlechteste Person mit Gesichtern und Namen. Hast du gesagt? Aber vorher, ich ja. habe gedacht, okay, ich glaube, den kenne ich. Ich glaube, das ist eben der. Und dann ich so, krass, okay, sagst du mir einen Gruß, ich habe noch mal genau gewusst, wer er ist. Und dann sagt er macht mir eine Sprachnotiz und sagt, ey, er hat einfach so gesagt, ey, was, die Wale, man, die ist so eine Liebe und so, die ist voll eine Liebe. Nachher ich so, hey, und ich und er schreiben gleichzeitig, schreibt er so, Wale, ich schwöre, ich habe ihm gerade gesagt, also meinen wir die gleiche Wale. Und sie frech. Und ich so denke, ich glaube, da habe ich die richtig kennengelernt. Also weißt, ich bin wirklich immer so frech. Du Warum? hast eine aber? riesige Fresse einfach, ich weiß es nicht. Hey, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, jetzt, wenn wir schon bei Sternzeichen sind, oder? Meine Mami ist ja auch Leu. Ey, und wenn... Nein, der Neue ist ja so, wie geht der Neue? So. Die Koreaner machen es so. Yeah. Weil sie klein sind, weißt du? Weil sie selber klein sind. Nein, kann nicht. Nein. Macht's so. Aber es ist ja das Herz, siehst du ja, dass das Herz ist. Ach schon? Wow, danke alle. Das allwissende Orakel hat gesprochen. Okay, ciao. Okay, erzähl weiter. Ist gut. Ja, das Das- Mami ist Loi. Meine Mami ist Leu und Übrigens ist es heute mein Podcast. ja, ich habe gemerkt, wie oft... Bitte, jemand soll mal erzählen, wie oft sie mir ein Wort gefallen ist. Und dann willst du dich nicht hassen. Man. Das ist fast Machen unmöglich. das ein Trickspiel draus. Immer wenn sie mir das Wort alle Futzen drauf täten. Nein, und
ich sage dir, also wenn jeder mal diskutiert und so, die extremste Diskussion, auch wenn das Thema das Banalste ist immer, wenn ich und sie diskutieren. Also wenn ich und sie streiten, Ja. so, es ist jetzt auch schon, ich glaube das letzte Mal ist wirklich vor 2 Jahren gewesen oder so, aber am extremsten artet es aus bei uns. Wirklich? Also, was heisst ausarten? Mit dem Bambuja jagt sie dich. Wir schlagen das voll, nein. Nein, aber so... Dann sage ich, du checkst gar nicht, was ich mit meine. Dann sagt, also so, es ist so... Ja. Es hat eine ganz andere Dynamik, ganz Ja, andere voll, Energie, voll. als wenn sie mit meinen Brüdern steht. Die sind Wassermann, Jungfrau, Waag. Ja. Und dann komme ich mit meinem Feuer dort und bin so... Genau, und ihr sind beide Feuer. Ja. Die sind beide Feuer und amix Feuer und Feuer, es hat ja passt, aber es ist einfach viel komplizierter, als wenn jetzt zum Beispiel ein Krebs und ein Fisch mega harmonisch. Das ist sehr eine harmonische Beziehung. Es kann fast vielleicht langweilig sein, das kann auch sein. Aber wenn man es fühlt, es ist sehr, sehr harmonisch im Fall. Es gibt keine die Diskussion und das Gehässige, das gibt es nicht. Es ist ganz anders. Ja. Ja. Aber ich sage dir ehrlich, ich brauche das auch ein bisschen. Ich auch. Ich Also nie... ich kann nicht mit Nein. so, ja, ist gut. Ja, nein, das, was du sagst. Also ich kann auch, wenn ich so am Daten bin und ich merke, jemand ist so zu sehr Fan von mir oder so, findet alles gut, es lässt mir ab. Du kannst die schönste Frau auf der Welt sein, wirklich wie, als hätte ich dich gezeichnet. Du brauchst ein bisschen die Herausforderung. Ich brauche das ein bisschen, so, dass mir auch eine Frau die Stirn bietet und so sagt so, Mann, vielleicht nicht so krass, man, hast du das Gefühl so. Ich brauche das ein bisschen. Gelt dich das ein bisschen auf, he? Macht mich schon noch gickerig im Fall. Nein, aber, das aber so, schau, für mich ist das im Fall, ich möchte das kein Mann zu nahe treten, aber für mich ist verkörpert das ein Mann. Ja. Für mich ist das sehr männlich. Mein Freund zum Beispiel hat auch mich, glaube ich, angefangen zu fühlen, weil ich eben nicht war wie die anderen Frauen. Immer das Ja und Amen. Ich bin auch ein bisschen Competition, verstehst du? Ich bin auch so ein bisschen ich bin frech. Ich muss gar nicht jemand anmacht. Früher bin ich nicht so gewesen, hey, sorry, ich sage, verpiss dich. Ich bin wirklich gerade so, ich habe ihn verflucht, wirklich, dass die Personen fast schon Angst bekommen. Schau, jetzt fange ich an zu stottern. Red Deutsch, Mann, red Deutsch. Dass sie fast schon Schiss bekommen haben. Und ich glaube, ich finde einen Mann, der eine Frau kann akzeptieren kann, der nicht aufs Maul hockt, wo auch für ihr Recht, also ihr Recht klingt jetzt mega altmodisch, aber für das einsteht, wo sie verdient und wo sie möchte und sie möchte gerne so leben und nicht wie er es möchte, nur ruhig ist und die ganze Zeit Ja und Amen sagt. Ich finde, das ist ein Mann, der mit so einer Frau umgehen kann. Ein Mann, der so eine Frau hat, die so ein Müsli ist, nur die Heim ist nicht. Der geht nämlich genau dann, ich möchte nicht urteilen, geht dann auswärts genau die Frauen vögeln, wo die Heime wie das nicht bekommt. Verstehst du, was ich meine? Männer brauchen auch ein bisschen das Unterwürfige. Es muss auch ein bisschen unterwürfig sein. Amigs brauchen sie eine dominante Frau. Ja. Es braucht es einmal auch ein bisschen, weil wenn du immer zu Müsli bist, für einen Mann ist das auch ein bisschen langweilig. Nicht, dass du jetzt, wenn du das bist von Natur aus, du kannst es nicht ändern. Nein. Du musst es nicht extra... Da musst du aber einen Mann suchen, wo das mega, mega schön findet und schätzt. Es ist ja so individuell, ja, voll. Eben, aber es ist schwierig. Du musst einfach deinen Seelenverwandten finden. Glaubst du an Seelenverwandtschaft? Ja, 100%. Aber glaubst du, es gibt einen Seelenverwandten? Nein. Oder Nein. Eben, ich sage auch, es gibt so etwas wie Seelenverwandtschaft, aber es gibt mehrere Leute. Es gibt mehrere, weil es kommt immer darauf an, jede Entscheidung, die du triffst in deinem Leben, hat ja Auswirkungen auf den Rest von deinem Leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich vor 8 Jahren entschieden hätte, irgendwo auf Kolumbien zu leben, und dort hätte ich dann vielleicht auch jemand anderes kennengelernt. Ja. Und das wäre dann mein Seelenverwandter gewesen, weißt du, ich meine? Und ich bin jetzt zum Glück da geblieben und habe meinen Seelenverwandten da gefunden. Aber es gibt 100'000 Seelenverwandte auf dieser Welt. Aber durch deinen Entscheid, den du machst, findest du den, der jetzt gerade passt. Ja. Verstehst du, was ja, ich meine? Voll, es ist wie bin so, bei dir da. Voll. Es gibt alles, ob du links oder rechts laufst, das macht einen riesen Unterschied für das ganze Leben. Banalitäten machen es voll aus. Das ist so krass, wirklich. Und eben immer das «Was wäre wenn?» ist immer doch die Frage. Du kannst immer sagen, ja, ich hätte können, ich hätte das noch sollen. Ja, hätte Fahrradkette. Ja, genau so ist es. Weißt du, was ich meine? Und jeder Entscheid hat Auswirkungen. Jeder Entscheid, das ist so krass. Darum musst du immer wirklich schauen, wie entscheidest du in deinem Leben. Egal ob es Partner ist, Job. Wenn du zum Beispiel... Es gibt so viele Sachen, ich bereue einmal auch ein bisschen, dass ich mega lange in meinem
heim gearbeitet habe, ohne noch nebenbei eine Weiterbildung zu machen oder eine weitere Ausbildung. Aber wiederum denke ich mir, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin, oder hätte ich zum Beispiel studiert, als ich jung bin, hätte ich vielleicht nie meinen Partner jetzt kennengelernt und meine wunderbaren Kinder bekommen. Verstehst du, was ich meine? Und wenn du Kind hast, dann fängst du wirklich an, im Jetzt leben und sagen, zum Glück bin ich jeden einzelnen Weg gegangen, jeden Schritt gegangen, wo ich gegangen bin, das hätte ich dir jetzt nicht. Wenn du kein Kind hast, kannst du sagen, komm, ich liebe, hätte ich noch das gemacht, aber jetzt, ich bin froh für jeden Schritt, den ich gemacht habe. Ist dir nicht die Frage, glaubst du an Zufall oder glaubst du an Schicksal? Hey, für mich ist Maktub, es steht geschrieben. Du bist voll die Muslima, ne? Ich schwöre dir. Nein, ich finde einfach... Valentina erklärt am Hacken den Islam. Nein, gar nicht. Das sind einfach gewisse... Ich finde, ich habe Sympathie gegenüber dem Islam. Wirklich sehr grosse Sympathie. Das ist schön. Sie haben sehr schöne Ansichten vom Leben. Weißt, du kannst ihn ja lesen, wie du willst. Du kannst einen schlechten Prediger haben, einen guten Prediger, egal in welcher Religion. Und sie haben sehr, sehr schöne Ansichten am Maktub. Es gibt eben, es steht geschrieben. Entweder es steht geschrieben, es ist wie in Stein gemeißelt, das, oder es ist wie eben Schicksal oder Zufall. Und für mich ist Schicksal, ich bin mega ein Schicksalsmensch. Okay, du glaubst an Schicksal. Ja. Das heisst aber, du sagst aber, Banalität oder Kleinigkeiten entscheiden, wie mein Leben sich dann ändert, oder? Ja. Also hätte ich studiert, wäre ich anstatt links, rechts abgebogen. Ja. Und die Entscheidungen sind auch schon wie fest? Jein. Es ist schon, die sind schon viel, ich sage mal, dein Weg ist wie geschrieben, oder? Er ist geschrieben. Okay. Aber du selber kannst ihn gleich noch ein bisschen wie austrickseln. Es ist ja wie so, du sagst ja wie, das ist dein Weg, das ist Start, das ist Ziel. Du hast das Gefühl, du kannst geradeaus laufen. Aber das Schicksal hat so viele andere Ideen mit dir. Es macht dir einen Graben, es macht dir einen Berg, es gibt leider Steinweg, wo du auf die Seite schieben musst, dann musst du einen Umweg machen. Durch den Umweg lernst du so viele andere Leute kennen, so viele Eigenschaften du dir ereignen, so viele Sachen. Vielleicht wirst du plötzlich Handwerker, kannst einen Tisch zusammenbauen und dann gehst du wieder zurück auf deinen Weg und gehst weiter. Weißt, ich meine, und kannst das mitnehmen irgendwann, dass du den Tisch kannst bauen, irgendwann in deine nächste Wohnung. Also weißt du, es sind wie so mega viele Sachen, wo du... Ich sage einfach, keine Ahnung, es ist wie beides, Schicksal und Zufall. Es ist wirklich ein Gemisch. Okay. Glaubst du nur an Zufall? Schwierig, aber ja, also ich glaube nicht, dass etwas geschrieben ist, das glaube ich nicht. Nicht? Wieso nicht? Weil es liegt in meiner Entscheidung, blöd gesagt, ich kann einfach da hinhängen, weiterreden oder ich drücke dir jetzt voll auf den Fuß rein. Das ist ja meine Entscheidung, ob ich das mache oder nicht. Aber es ist die Konsequenzen mit dem, die nachher kommen, sind ja total gravierend anders. Das ist ja so. Und dann kann das ja nicht wie geschrieben sein, weil wenn das jetzt passiert, dann keine Ahnung, kommt der Jamel, schießt mir in den Kopf rein. Nein, verstehst du, was ich meine? Es ist so, das kann ich ja dann nicht beeinflussen. Kennst du das Buch Mitternachtsbibliothek? Nein. Das ist eben das, ich möchte das nicht spoilern, aber ich erzähle ein bisschen, um was es geht. Es ist ein Buch, wo darum geht, sie macht Selbstmord eigentlich. Es passiert schon im ersten Kapitel. Sie macht Selbstmord und kommt in eine Mitternachtsbibliothek. Und in dieser Mitternachtsbibliothek ist eigentlich eine Bibliothekarin, die auch schon in ihrer Jugend Bibliothekarin war. Und in dieser Bibliothek hat es Tausende von Büchern, also mehr als Tausende, unendlich viel. Und jedes von diesen Büchern ist ein Leben, das sie hätte können leben. Okay. Wenn sie zum Beispiel eben links oder rechts gegangen wäre. Okay, hättest du mir jetzt einen Fuß hineingedrückt, hättest du das. Jedes wäre sie zum Beispiel mit ihrem Ex zusammengeblieben, hätte sie den Hund nicht gekauft, hätte sie das nicht. Und sie kann jedes Leben leben. Weil du hast in jedem Leben krass etwas zum Bemängeln. Jedes Leben ist nicht perfekt. Also es ist geschrieben, aber es ist geschrieben mit jeder... Es ist wie eine Bibliothek und alles ist geschrieben wie eine Bibliothek. Ja. Das sind alles Bücher, die geschrieben sind. Wäre sie rechts gegangen, wäre das Buch so geändert, jetzt ist sie links gegangen, jetzt ändert es so. Genau. Okay. Es ist so ich empfehle es jedem. Mitternachtsbibliothek ist so ein schönes Buch. Es tut wirklich einem, es tut einem so ein bisschen hinterfragen lassen, eigentlich so krass. Es hat viel mit Dankbarkeit auch zu tun. Ja. Und Bewusstsein, das war alles Wort. Weißt du, was ich meine? Ja, wie sagt man das, wenn man isst?
bewusst Ah, essen. ja, genau. Achtsam. Danke! Achtsamkeit. Ey, ich wollte kurz etwas sagen, vor, das ist schon Anfang von der Folge. Wo du gesagt hast, das ist ja auch in der Religion wie ein Thema, das Ja, Manifestieren. Für mich Religion, wie ich es definiere, jeder Typ, der jetzt gläubig ist, wird mir an den Hals springen, nächstes Mal, wenn ich draußen bin. Die Sachen sind ja mega gut. Also ich sage nicht, Religion ist per se etwas Schlechtes. Religion ist ja etwas Gutes. Also, und auch Bibel und Koran sind ja auch mega ähnlich, oder? Vor allem das Alte Testament, das ist so mein Wissen. Ich habe wirklich halb ein Viertel Wissen, wenn überhaupt. Aber das sind allgemein Sachen, die wir Menschen wie brauchen. Definitiv. Und, genau, und für mich ist so, die heiligen Bücher sind für mich früher so Guides gewesen, how to live my life. Ja. So. Ja. Und der Kollege hat auch gesagt, eben Dankbarkeit, Nächstenliebe, das steht ja auch in all diesen Büchern drin. Nur schon Gesetze, die wir haben in der Schweiz, allgemein überall, die Gesetzgebungen sind auf der Bibel aufgebaut. Sicher, Respekt. Ja. Klau Du sollst nicht, nicht töten, du sollst eben nicht alles stehlen, das, 10 genau. Gebote. Genau. Das ist alles, Da meint 2 koreanische, 4 koreanische. das ist wie, eben, das ist alles eigentlich auf der Bibel aufgebaut. Es ist mega krass, aber was hast du sagen eigentlich betreffend dem? Eben, ich habe betreffend dem sagen, dass Ich vorhin umschneifen, sorry, ich habe mich verkältet. Barcelona. Sorry. Nein, ist ein Witz. Ich habe gerade gemerkt im Blick so, Alter. So, what the fuck? Das macht mir keinen Spaß. Nein, was ich wollte sagen ist, du hast das gesagt mit, du kannst Leute wie mit dem catchen, weil Religion mit dem eben auf den Zug springt, wie nicht mehr wie viel auf. Was ich will sagen, eben, das ist einfach wie ein anderer Name, aber all diese Sachen sind auch in der Religion wie vertreten. Darum, ich sage, Religion ist etwas mega Gutes. Ich bin aber der Meinung, Und das ist deine Meinung? das ist meine Meinung, Du darfst das haben. dass Religion, also dass man das früher so wie gemacht hat, wie man das auch immer gemacht hat, zum einfach nicht, dass der Stärkste wie überlebt. Weil früher war es wie eine Tierwelt. Ja. Bin ich stärker als du, kannst mir gar nicht, also was willst du mir schon Ja, ja, machen? Ich voll, kill dich voll. einfach. Und Also dann meinst du Gottesfürchtung eigentlich, dass man wie Furcht hat vor Gott? genau, das hat man uns wie so Ja. eingeflößt, weil Amigo so chill. Wenn du jetzt den umbringst, Gott bestraft Genau, dich. du wirst noch Rechnung Ja, wie dafür ja, bekommen, dass ja. Leute so denken, ey fuck, und wir haben es schon bei dem Michael, Jesus ist der grösste Influencer, der jemals Grösste Influencer, gelebt fix hat. auch der Jemals. Mohammed. Ja, ich sage auch Mohammed, man beide muss sagen. Ja, Mohammed, ich Jeder sag, Prophet. jeder Prophet ist ein schlussendlich. riesen Influencer. Ja, gewesen. fix. Also, und ich will wie, damit sagen, ja, nein, okay, ist gut, ich sage nichts mehr. Ich sag Schlussendlich haben sie einfach Religion, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, sei dahin gestellt, genau, sei dahingestellt. Es ist etwas, die Leute brauchen Religion, es gibt gewisse Leute, die brauchen Religion, um einfach können an etwas festheben. Sie brauchen das, weißt du, was ich meine? Es gibt Leute, die können ohne Religion normal, easy weiterleben, aber es gibt Leute, die brauchen etwas, wenn jemand stirbt. Du willst schon etwas glauben, wo die Person angeht. Hey, Mega viel ist so, ja. du glaubst, es ist doch mega oft so, ich glaube nicht an Gott, aber sobald etwas Schlechtes passiert, bitte Sowieso. Gott, bitte hilf mir. Sowieso, weißt du, oder auch, ich sage auch eben, Religion ist etwas mega Schönes, extrem schön, Leute, die Kraft davon schöpfen, brutal. Wenn es eine Kraft gibt, ist Es doch kommt schön, immer ich darauf respektiere an, es auch wie mega. wie du es umsetzt Und in da der kommt Religion. mein zweites Zitat, alles was extrem ist nicht gut. Ja. Ob du, Genau. auch, wenn du auch zu viel Wasser trinkst, kannst du Ja, dein voll. Gehirn ertränken, blöd gesagt. Also es ist ja wirklich möglich. Nichts ist extrem gut, alles im Maße und alles so viel, wie es dir gut tut. Jetzt du hast irgendetwas gesagt, ich wollte auf das aufbauen, aber ich habe es vergessen. Ja. Auf jeden Fall. Nein, was haben wir da zum Reden? Gleich nach der Werbung. Fridolin hat heute keinen Hunger. Jetzt haben wir einfach über Religion geredet, einfach etwas. Ja, es Das habe ist... ich eigentlich im Fall nicht wollen. Ja, soll ich es rausschneiden? Nein, ist okay. Nein, es schneid nicht. Ey, nein, es ist etwas mega Schönes. Es gibt den Leuten Kraft. Ich will es nicht schlecht. Die Leute haben immer das Gefühl, wenn ich etwas sage, dann sind alle so Dinge. Ich habe eine Folge, Dini wird sicher nach ihm kommen, mit dem Faton, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schauen, das ist ein Mitarbeiter von mir. Also von mir, als wäre er mit ihm. Wir arbeiten zusammen. Und er ist streng gläubiger, praktizierender Moslem. Oder? Mega schön, ja. Und ich bin das nicht. Voll tätowiert, ja. Tätowiert, Ja. ich trinke Alkohol, ich habe schon bangt, obwohl ich nicht verheiratet bin. Das ist doch verlassen. Töbe.
Und wir haben eine mega schöne Freundschaft. Wir gehen jetzt auch zusammen auf Rom, gehen schlägeln. Der ist auch zu mir ins Gym. Wir gehen auf Rom zusammen schlägeln. Ja, wir gehen an ein Turnier, das ist ein Jiu-Jitsu-Turnier. Und es ist mega schön und mit ihm habe ich die Folge wie aufgenommen. Schaut die unbedingt, falls ihr nicht gesehen. Und es geht nicht darum, dass ich Islam will präsentieren, verkaufen, wie schön es ist, sondern er tut es dir mega schön repräsentieren. Obwohl er so ist und obwohl ich null gläubig bin, haben wir trotzdem wie eine Freundschaft. Und er ist praktizierender, strenggläubiger Moslem. Und gleich hocken wir an den Tisch und reden. Weil er sagt mir auch, Bro, es geht nur um Toleranz. Ich glaube an das. Ich sage dir, ey Brüder, das ist meine Religion. Ich repräsentiere sie dir ja schön. Was bringt es, wenn ich sage, du musst, scheiß Ding. Ich habe, weil ich glaube, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, weißt du, wie viele Probleme mit Türken hatte. Wirklich? Du bist kein richtiger Türk, du bist für Fußball, bist du für Deutschland, weil du in Deutschland geboren bist. Verstehst du so? Und das hat mich immer mehr distanziert von dem. Weil ich habe mir immer gedacht, das sind so Leute, die null Toleranz und null Akzeptanz haben. Und genau, richtige Hillbillies. Und der Kollege lebt so wie von, ich finde so, ich bin noch nie so nah an der Religion gewesen, wie jetzt. Wieso? Er lebt sie mega schön vor. Ich bin es gleich nicht, aber ich bin so, ich respektiere ihn voll und er respektiert mich voll. Und um das geht es. Aber er macht es sehr mega sympathisch. Er macht es mega sympathisch. Es kommt mega davon, auch Kollegen von meinem Freund sind auch Tunesier und sind strenggläubig. Sie trinken aber auch, sie trinken Alkohol. Und in dem Fall nicht so strenggläubig. Ja, sie praktizieren, sie tun auch 5 Mal am Tag beten, sie lesen auch wirklich jeden Tag im Koran und alles. Aber eben, sie haben wie noch nicht das 100%ige, aber mit dem musst du mit vollem Herzen dabei sein. Aber sie haben mir den Koran, also den Islam allgemein sehr sympathisch gemacht, wie sie es mega schön leben. Für sie ist eben der Zolle von der Frau, von der Mutter ins Paradies, ins Paradies. Und es gibt wieder andere, die sagen, eine Frau ist nichts wert. Das sind einfach Mönche, verstehst du? Man sagt ja mega oft, der Koran, eine Frau hat nichts wert. Und so. Das stimmt gar nicht, es kommt immer darauf an, es gibt Religion und es gibt es gibt Kultur. Verstehst du, wenn du bei den Saudis und alles siehst, das ist mehr Kultur als Religion. Verstehst du, das ist wie so, jedes Ding ist anders. Voll. Darum. Aber egal Religion, egal unter dem Kreuz oder Judenstern oder egal, Liebe für alle, wirklich. Genau. Das sei dahingesagt, sei dahingestellt. Jeder soll für sich selber herausfinden, was er gerne hat. Ja. Weil jeder steht dazu, was er macht. Genau. Ey, den Spruch habe ich jetzt endlich gebracht. Ein lieber Gruß an Nate von unserem Line Soul Fitness. Er hat sich kaputt gelacht. Wirklich? Ich habe es 3 Mal gesagt so, und dann beim 4. Mal habe ich es nicht gesagt. Also Bro, ich habe voll erwartet. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht wann, aber wenn irgendjemand das sagt, sage ich gerade, und jeder steht dazu, was er macht. Brudi, der ist ein Psycho, der das gesagt hat. Wer? Der kleine Furz, der das damals in der Talkshow da gesagt hat. Jeder steht dazu. So. Ja, Psycho. Er hat es gerippt. Er hat es auf den Punkt gebracht. Ich schwör's dir, er ist zu herzig. Er ist brutal herzig. Ist es der Gleiche, der sagt, du bist voll daneben? Nein, ich bin genau zwischen den beiden. Nein, das ist der Sadik. Bist du krass, wie Bändchen hast? Ist das auch er? Nein, das ist der Osman. Das sind 3 verschiedene. Und dann hat es noch den, willst du mit Fettli haben. Den habe ich kennengelernt. Der ist ein mega sympathischer, cooler Typ, muss ich sagen. Der Nadir Fetteli. Bra. Peace out, rausgeht. Grüße gehen raus an dich. Grüße. Wir haben 1000 Sachen besprechen und wir, ich glaube, es ist wie gut, aber was ich auch noch möchte... Nein, eigentlich ist es im Fall wie gut. Ist wie gut? Ja, es ist wie gut. Ist wie gegessen? Ja, es ist wie gegessen. Ich kann es jetzt verarbeiten in dieser Folge. Okay, ist gut. Ich weiss, was du ansprechen, aber we don't do that, okay? Ja, okay. Hey, danke vielmals fürs Zuhören. Also danke vielmals, dass ihr den Walle zugelassen habt. Jetzt habe ich Hand gesagt. Fuck, ich muss die Folge löschen, sonst verprügelt ich bin dran. Ich habe letztes Mal voll diskutiert mit ihm. Wegen was? Wegen, ich habe einen Deutschfehler gemacht und ich habe so gesagt, ich habe gesagt, ich bin mit dem Semir da gewesen, und dann habe ich wie einen Teil postet und ich habe gesagt, ey Bro, ich habe letztes Mal ein Zitat gehört. Ein Zitat, ja? Genau, das habe ich gesagt. Aha, okay. Und, Bro, ich meine, du kennst mich, ich habe vor 6 Jahren noch Hochdeutsch geredet. Und hey, darf ich etwas sagen? Ja, den Hakan, ich kenne ihn jetzt seit dem so richtig kennengelernt, habe ich ihn 2017. 2016 haben wir uns so ausgangsmäßig kennengelernt. Und er hat, ich schwöre, so noch Hochdeutsch geredet. Er hat gesagt, ich muss schaffen gehen.
Arbeiten, schaffen. Schaffen, nein, du hast schaffen gesagt. Niemals. 100%. Schau, das ist unsere Ich Diskussion. muss schaffen gehen, Bro, ich schwöre Ich habe auf es immer so meine... herzig gefunden, weil du Schweizerdeutsch und Hochdeutsch gemischt hast. Okay, dann war die Phase, wo ich so... Du hast so das. Und dann hat er mir einfach gesagt, das stimmt gar nicht. Ich habe schon immer so lange Schweizerdeutsch geredet. Das stimmt gar nicht. Als ich dich kennengelernt habe, hast du noch einfach Hochdeutsch Ja, geredet. das glaube ich dir. Ja, jetzt glaubst du es mir. Vor Früher Nein. bin ich noch nicht so selbstreflektiert gewesen. Da bin ich mehr competitive gewesen. Nein, danke vielmals. Ich nehme das natürlich an. Ich appreciate das. Super. Oh Gott. Es hat mir mega gut getan. Ich Ja. bin heute mega schlecht gelungen, weil ich hatte etwas mega gestresst und wir haben es abgemacht schon vor ein paar Tagen und ich bin wirklich nicht einer, der dann Sachen absagt, weil eben, wir haben alle genug zu tun und ich meine, es bringt ja auch mir etwas, wenn Wale da ist. Und, Ja, danke. und ich habe eigentlich keine Lust gehabt, ich habe es dir gesagt, ich so, boah, ich habe eigentlich wohl keine Lust. Er ist mit einer richtig schlechten Runde da reingelaufen. Er Ja. hat wirklich ganz schlechte Runde gehabt. Und ich habe schon gedacht, oh nein, vielleicht hat das Auswirkungen auf den Podcast, aber Es hat mir mega gut getan, bist du da gewesen. Und da Danke, sehen wir auch wieder das, was wir am Anfang besprochen haben. Wenn es dir schlecht geht, chill nicht einfach daheim und chill nicht in deinem Sud von Selbstmitleid, sondern mach etwas und es hat mir mega gut getan. nur schon, er hat sich zuerst bei mir ausgekotzt. Dann haben wir das Thema abgeschlossen, ist wie so gut abgeschlossen. Dann sind wir da reingesessen und haben jetzt über andere Themen, die uns gerade beschäftigen oder wo wir einfach gerade Bock haben, darüber zu reden, geredet. Und das ist es ja, das Soziale, wir gehen sonst unter. Wir brauchen den sozialen Kontakt zu anderen soziale Menschen. Tier. Ja, es ist ja so. Die Leute verstanden, die sagen, ich liebe es alleine sein, ich liebe es jeden Tag alleine hängen. Das verstehe ich schon, die gerne mit sich selber sind, aber auf Dauer ist das nicht gut. Es ist nicht gut, du brauchst Leute bis ins hohe Alter. Es ist wirklich so wichtig. Ich hoffe, dass ich mit meiner besten Freundin, bis wir verdammte 90 sind, noch zusammen gehen shooten oder so. Ich hoffe, du bist dann noch so fit, aber ja, sicher. Ich hoffe es wirklich, ich hoffe es. Ich kann jetzt schon wieder etwas vom Islam sagen, inshallah. Das ist voll übertrieben bin ich. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich hoffe es natürlich, aber das Wichtige ist wirklich, ich gebe euch etwas wirklich auf den Weg mit. Tünt euren sozialen Kontakt, tünt sie bewahren, tünt sie pflegen. Es ist so wichtig. Sagen, komm, ich scheiße auf meine Kollegen. Auch wenn du egoistisch bist und alleine gern bist, hat nichts mit Egoismus zu tun, so zwei separate Dinge. Aber schau, dass du deine Leute um dich herum pflegen. Nicht, dass sie plötzlich nicht mehr melden. Das hasse ich auch, wenn sich Leute plötzlich, das wollte ich auch noch sagen. Das muss ich jetzt einfach wirklich ansprechen. Sag, schieß Für raus. mich ist wirklich etwas vom Schlimmsten, was mich tiefst innen verletzt, wenn Leute sich weniger melden und dann das Gefühl haben, die Freundschaften, wahre Freundschaft kann man sich auch Jahre nicht hören. Dass, wenn man sich wieder sieht, ist so, als wäre nichts gewesen. Aber Bro, ganz ehrlich, dann es entsteht wieder etwas Gutes, weil man sich wieder mehr sieht. In der Zeit, wo wir uns nicht viel gesehen haben, erzählst du mir nicht deine innigsten Sachen. Genau. Es ist wie so eine oberflächliche Freundschaft. Es gibt Leute, die brauchen das Innige und die Leute brauchen das sporadisch. Und ich bin jemand, wo ich brauche das Innige mit einer Freundschaft. Weißt du, ich meine, das, wenn ich ab und zu mal höre, oder dass wenn du jemandem schreibst, ja 5 Stunden später kommt eine Nachricht, dann 10 Stunden später, dann 2 Tage später. Fick dich mal. Irgendwann sage ich wirklich, fick dich. Ja, sure. Ja, das hasse ich. Und nachher ist wieder das, weisst, ich muss nicht immer zurückschreiben, ich tue dann zurückschreiben, wenn ich Lust dazu habe. In dem Fall bin ich dir nicht wichtig. Ich finde, man kann dann zurückschreiben, wenn man wie will. Weil ich finde auch so, aber wenn du nach 5 Tagen wie schreibst, dann ist es einfach Priorität. Ich habe keine Zeit gehabt. Zeit, das ist auch das. Musst du dir nehmen. Jungs, Brüder, Bress. Wenn ihr eine Frau trefft und sie euch datet und sie sagt, ey, sorry, ich habe einfach keine Zeit gehabt, euch zu schreiben, dann ist es einfach, weil sie keinen Bock auf euch hat. Glaubt mir, es ist schon so, keiner hat so viel in seinem Leben zu tun, dass er innerhalb von 24 Stunden nicht ein fucking SMS kann beantworten kann. Das ist einfach gelogen. Zeit hat man vielleicht nicht, aber Prioritäten setze ja ich. Genau. Und wenn ich Lust habe, mit dir heute Zeit zu verbringen, dann melde ich mich bei dir. Und wenn nicht, dann mache ich es nicht. Genau, ich bin aber eine Person, ich sehe, ich habe 2 Tage nicht zurückgeschrieben. Ich schreibe dann, hey, sorry, dass ich erst jetzt... Mein Problem ist, glaube ich, im Leben auch, dass ich immer etwas von anderen erwarte. Das ist ja auch das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst. Erwarten, nur weil ich es mache. Ich bin jemand, ich probiere immer... Wenn mein Glas gefüllt ist, will ich, dass sein Sack gefüllt ist. Ich will immer, was ich gut habe. Und wenn ich zum Beispiel... Es klingt verdammt blöd, wenn ich jetzt zum Beispiel herausfinde, dass
irgendetwas Spezielles dir 1000 Stutz einbringt, ich würde das niemals für mich behalten. Ich würde es all meinen Freundinnen erzählen, weil ich will, dass das alle gut haben. Genau. Und weißt du, was ich das Schlimmste finde? Ich erzähle es dann meiner ersten Kollegin, ich kenne das schon. Du kennst das, hast mir nichts gesagt. Ja. Es ist jetzt ein banales Es ist eine mit diesen Banalität, 1000 Franken, aber ich sage immer... denke mir, ich kann das mit dir teilen, weil ich gewusst habe, es hilft dir, aber du behaltest das für dich und vielleicht hat es mir auch geholfen, aber du willst es mir nicht mitteilen. Genau. Und dann gehe ich voll in das rein, dass alles Arschlöcher sind. Ja, was für eine Freundschaft ist das? Was für eine Freundschaft, aber eigentlich denke ich wiederum, so lebt halt die Person. Ich kann nicht von anderen erwarten. Ich sage immer, ich bin kein netter Mensch, aber ich bin ein brutal guter Mensch. Ich bin wirklich ein guter Mensch. Ich glaube immer das Beste für die anderen. Und das Problem, ich habe immer das Beste für die anderen und komme immer zu kurz schlussendlich dann. Die anderen wollen aber nicht immer das Beste für dich. Genau, es ist wie so, es kommt nicht zurück und darum, jetzt bin ich auch in Barcelona und ich vermisse nichts in Zürich, außer die Kinder und meine beste Freundin und meine Familie. Aber sonst, ich vermisse nichts, weil ich wie meine Familie habe. Früher wäre es anders gewesen. Aber jetzt merke ich, jeder hat wie sein eigenes Leben und schießt eigentlich auf den Nächsten. Dass ich jetzt auch sage, weißt du was, Mann? Leg mich. Ja, fuck you, Mann. Wirklich. Voll. Fuck you. Nein, Fuck you, you fucking fuck. Fuck, na, 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 na. Kennst du das Lied noch? Nein. Kennst du es nicht? Wie geht das Lied? Keine Ahnung. Ich bin so schlecht mit Lyrics. Über das machen wir noch voll. Ja. Über das machen wir. Wir haben noch ein mit Thema. Musikzeilen. Wir haben noch ein Thema. Das besprechen wir aber ein anderes Mal. Ich kann irgendetwas sagen. Ja, ey. Ich habe alles vergessen. Weißt du, wieso man eigentlich anstößt? Wieso? Das finde ich auch krass zum Beispiel. Ich finde Geflogenheiten oder so Sachen, die wir Menschen machen. Wenn immer machen, dann müssen wir gar nicht wieso. Aber wir wissen gar nicht wieso. Ja. Es sind auch noch Sachen, dass zum Beispiel Hermes, die Marke, heisst Hermes. Weißt du wieso? Der Gott, es gibt den griechischen Gott, Genau, Hermes. Hermes. Ist der Gott von der Wirtschaft glaube oder vom Handel. Ist Hermes gewesen. Okay. Verstehst du Sachen? Es gibt so viele Sachen, oder zum Beispiel Nike. Sinalco ist Sin Alkohol, ohne Alkohol. Weißt du wieso so Nike? Wieso? Nike ist die griechische Siegesgöttin. Eben, verstehst du? Es sind so viele Sachen, die wir einfach banal verwenden oder einfach wissen, okay, es ist das und wir hinterfragen es nicht, was das könnte bedeuten. Aber anstoßen, weißt du wieso? Nein. Früher hat man ja die riesen Metallfässer gehabt, ich rede jetzt von Wikingerzeit und dann so geil, bam und so angetestet. Genau, wie Christ der Hurensohn. Aus der Frau, die zu Tod vergewaltigt haben, die müssen. Schlimm. Wenn wir voll anstoßen, bam, dann schwappt dein Bier in meins und meins in dies. Und nein, nicht je. Wieso nicht? Weil vielleicht habe ich ja dies vergiftet. Und indem wir anstoßen, weil meistens haben wir ja getrunken, Krieg ist vorbei, wir stoßen dich an, dass du mich nicht vergiftest, von dort ist es anstoßen und wir machen es immer noch. Wieso schütteln wir Hand? Weiß nicht. Früher hast du die Hand so geschüttelt. Du hast nicht so gegeben, sondern du hast so gegeben. Um dir zu zeigen, ey, Wally, ich habe keine Waffe dabei. Ich bin unbewaffnet. Dass du nicht eine Hand hinter dem Rücken sozusagen Genau, ich habe keine Waffe in der Hand, ich will dir wie nichts Gutes und darum sage ich dir Heu. Oder nochmal etwas und dann habe ich meine Fresse. Wieso sagen wir Gesundheit? Wenn du hustest, machst du nichts, aber wenn jemand nichts sagst, Gesundheit. Ich sage immer Gesundheit, sogar wenn jemand gerbselt. Schon? Immer Gesundheit. Okay. Wieso? Gesundheit. Danke. Oder Schulz. Bam. Schulz-Rot, Schulz-Gelb in die Fresse, Mann. Gesundheit sagen wir, weil früher, ich lasse mich übrigens spanische Grippe oder Pest, wo das wie war, sind die ersten Symptome, die gekommen sind, ist Nüsse. Ja. Aber du hast nicht Gesundheit gesagt, damit der andere gesund bleibt, sondern du hast gesagt Gesundheit, hoffentlich verwischt es mich nicht. Hoffentlich verwischt es mich und nicht, heute sagen wir es immer noch, aber wir sagen dem anderen, hey, hoffentlich bist du es gesund. hat einen anderen Wert heutzutage. Genau, aber von dort kommt es, schon krass. Hast du mal gemerkt, dass wenn du anstoßt, ich schwör's dir, nur in der Schweiz schaut man sich in die Augen. Du hast 7 Jahre schlechter Sex. Geh mal in ein anderes, ich finde es einfach unheimlich. Jetzt sind es wirklich so, ey. Nein, ich schaue auch jemanden. Ich schaue immer in die Augen. Ja. Das ist einfach so, nicht, ob es mit Höflichkeit zu tun oder mit unserem Brauch, keine Ahnung, aber ich habe wirklich gemerkt, so, im Ausland, niemand schaut sich so in die Augen, wenn man anstößt. Es ist einfach so ein Anstoß. Vielleicht ist für sie eben immer noch das mit dem Gift, weißt du, ich meine, bei uns ist es jetzt reine Höflichkeit, man stößt an. Alle haben schlechten Sex, außer die Schweiz in dem Fall.
Man sagt das, kennst du den Spruch? Ja. Schau in die Augen, das ist nicht Fresse. Nein, das kann ich nicht im Fall. Kannst du nicht? Nein. Das sagt man so. Nein. So, du musst in die Augen schauen, sonst hast du 7 Jahre oder so, keine Ahnung. Ja. Geringverdiener Aberglaube. spricht. Ja, Geringverdiener. Okay. Hey, danke vielmals fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, ja. Was sagen wir am Schluss? Jetzt willst du es wissen. Ja, du sagst aber das Erste. Lernen wir voneinander. Lachen wir miteinander. Danke fürs Zuhören, danke Wale, dass meine Danke Laune dir. voll hochgepusht. Jetzt gehe Sehr ich ins gerne. Training und schlage Leute ab oder lasse mich verprügeln. Eins von beiden. Okay, also. Ciao Enjoy. miteinander. Tschüss zusammen. Scheiße, Bro, ich muss, weißt du, Stress. Ich muss in 5 Minuten die Unis geholt haben.